Auf einer alten Streuobstwiese kann man förmlich Zeitsprünge machen. Selbst für Georg Loferer, einen Obstexperten, ist so mancher Apfel, so manche Birn ein unbekanntes Obstobjekt. Mit dem Projekt Apfel, Birne, Berge kommt er in Oberbayern viel rum. In 6 Landkreisen sammelt er alte Sorten. Heute nahe Rohrdorf. Die Regierung von Oberbayern wollte einfach mal schauen, was gibt es denn eigentlich so. Man weiß ja fast nichts drüber. Und so haben wir zum Beispiel Sorten, wo man sagt, okay, die gibt es jetzt in Bad Tölz, aber gleichzeitig auch im Berchtesgadener Land. Also kann man schon mal sagen, das ist jetzt kein Sämling, der irgendwo am Straßenrand aufgegangen ist, zufällig, sondern irgendwer hat das halt irgendwann mal mit Absicht verbreitet. Eine Streuobstwiese als Arche Noah. Diese Äpfel gibt's wohl nur ein einziges Mal, und zwar hier. Das ist jetzt der sogenannte Zitronenapfel. Das ist einer jetzt von den vielen, vielen Unbekannten, die tatsächlich jetzt eine Chance haben, wieder in die Gärten und in die Landschaft zu kommen. Weil wenn man sich den Apfel anschaut, der ist wirklich optisch sehr schön. Also der hat keinerlei Schorflecken, der hat einen guten Geschmack. Er ist säuerlich, sehr saftig, ist allerdings ein klassischer Herbstapfel. Im Landratsamt von Rosenheim landen die Früchte der Arbeit. Seit 2015 wird unermüdlich gesucht und gesammelt. Allein heuer 164 alte Sorten. Es ist jedes Mal ein besonderer Augenblick für Projektleiterin Eva Bichler-Oettel. Für mich ist es Neuland, für den Herrn Loferer ist es schon bekannt, der hat schon mal reingebissen. Für uns alle ist es hier Neuland. Und wir gehen dann natürlich auch mit, ich sage mal, einer gewissen wissenschaftlichen Akribie heran, dass wir dann auch versuchen, das im Detail zu beschreiben, was wir hier entdecken. Sehen, fühlen, riechen, schmecken. Die Beschreibung hat ihre eigenen Rituale. Und so manches Früchtchen ist nicht einmal richtig ansprechbar, sagt Harald Lorenz. Die Namensgebung ist schwierig, weil das sind lauter Unbekannte. Und solange die pomologisch nicht bestätigt sind, können wir ihnen keine Namen geben. Das sind alles ausgewiesene Experten, wie der Pomologe Josef Stein, der sich seit über 45 Jahren mit alten Sorten beschäftigt. Alles, was hier liegt, alles, was hier beschrieben wird, ist bereits handverlesen. Es ist ein langer, mühevoller Weg, die Wiederentdeckung alter Sorten. Von 100 Bäumen, die angeschaut werden draußen, ist vielleicht eine dann dabei, wo dann da auf dem Tisch liegt. So kann man sich das ganz grob vorstellen. Also wir haben jetzt da den Zitronenapfel. Das ist auch jetzt einer von denen, die nicht bestimmbar waren, was eigentlich verwunderlich ist, weil eigentlich von der Optik möchte man meinen, dass der schon bekannt sein könnte, aber er ist es nicht. Und das Spannende ist jetzt eigentlich, was man daraus machen kann. Der hat so einen säuerlichen Geschmack. Wenn man da 5 Leute probieren lässt, sagen 3 Leute, das ist mein neuer Lieblingsapfel, und 2 Leute sagen, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Das ist richtig lecker. Um diese Säure vielleicht noch mal mehr auszukriegen, wäre für uns in der Küche natürlich, ob man den auch ein bisschen unreif vererntet, um diese Säure eben noch mal mehr im Fokus zu haben. Also, sind wir gespannt, was Fällt du mir schon was ein. machst. Fällt mir schon was ein, ja. Maximilian Müller ist nämlich Koch und wird in der nächsten Zeit die Fraßdorfer Hütte nach ihrem Umbau wieder eröffnen. Nachdem der Max in einem Berliner Sterne-Restaurant diverse Erfahrungen gesammelt hat, geht er jetzt eigene Wege. Der Zitronenapfel wird zum Versuchsobjekt. Was kann man damit machen? Zum Beispiel Saiblingfilets über Buchenholz mit Wiesenkräutern räuchern. Radicchio kurz anbraten und mit Cidre oder Cider, Apfelwein aus der Region, verfeinern. Dazu kommt der Zitronenapfel und Apfelkraut. Das ist ein Apfelsaft, der durch langes Köcheln wie Sirup geworden ist. Ich möchte dann mit den Apfelsorten, also die alten Sachen, die was so die Gerbsäure drinnen haben, dass man da nochmal eben back to the roots geht und sich überlegt, also nicht nur irgendwas Neues erfinden, sondern wieder das, was es schon gegeben hat, wieder in den Vordergrund bringen. Also wie Apfelwein, das Ganze vielleicht dann auch nochmal zum Cider, wie man es ja jetzt ganz von überall zubekommt, aber das hätten wir ja alles vor der Tür. Ein Birnbaum vorm Haus als Wetterschutz und Nahrungsquelle. Seit Jahrzehnten verarbeitet die Familie von Matthias Fuchsreiter im Berchtesgadener Land solche Birnen zu Dörrobst. Kleetzen nennt sich das dann. Ja, ich schätze den Baum auf gute 200 Jahre. Und da hat mein Vater dann eigentlich die alte Dörre von früher, die hat er eigentlich wieder
ja, so weit aufgebaut, neu hergerichtet, instand gesetzt, sodass halt auch heutzutage noch ja, wieder in Gebrauch geht oder halt einfach wieder eingesetzt werden kann. Unzählige Zentner an Birnen, Äpfeln und Zwetschgen wurden so haltbar gemacht. Auch von Maria, der Mutter von Matthias, die ist schon über 90 Jahre alt. Für die Familie war Dörrobst immer ein wichtiges Nahrungsmittel. 45, 46, 1946 Mal haben sie ihn gebaut. Wie mein Mann von der Gefangenschaft gekommen ist, dann hat der Vater gesagt, wir müssen was tun, da er wieder ein bisschen. Und dann haben sie das Waschhaus gebaut. In dem jetzt auch Dörrexperimente gemacht werden mit alten Sorten, die sich dafür eignen könnten. Georg Loferer bringt Nachschub. Eine alte Apfelsorte. Servus. Genau. Das ist jetzt der Spitzling vom Irschenberg, also aus Mirschbach. Ja. Und das ist ganz interessant. Normal haben wir immer keine Äpfel zum Dörren, gell, sondern immer Birnen. Ja, aber bei dem haben die Leute ihm gesagt, dass das der spezielle Dörrapfel war bei einer. Und der Baum ist ja schon 150 Jahre alt. Ja, ja. Und der ist schon vor dem Ersten Weltkrieg ist der schon dort geworden. Also der Baum ist ganz interessant. Das ist halt so ein reiner Herbstapfel, weil der ist sauer und hat aber einen guten Geschmack. Also genau. So, legen wir sie gleichmäßig auf. Und dann gehen wir sie in die Dürre. Nein damit. Und dann bleiben die Äpfel schon etliche Tage in der Dörre. Es ist immer wieder interessant, welcher Apfel, welche Birne sich für was eignet. Zum Dörren, zum Saften, zum Backen oder ganz einfach so zum Essen. Viel Wissen über die alten Sorten ist verloren gegangen und das muss jetzt wieder Stück für Stück gesammelt werden. Bei den Fuchsreiters steht Dörrobst von jeher auf dem Speiseplan. Die Oma hilft ihrer Schwiegertochter Christa in der Küche. Sie schneidet die Dörrbirnen, die Kleetzen, klein. Und Christa macht heute ein Brot mit Dörrobst. Kreative Küche mag sie. Leinsamen und andere Körner kommen zu Roggen und Weizenmehl. Und das sind jetzt eure berühmten Dörrobstgeschichten, oder? Das sind bloß ein paar Apfelringe. Und die haben durch die Küchenmaschine durch. Kannst du jetzt fürs Müsli hernehmen und ich tue es halt ins Brot rein. Das ist ein spezielles Brot, oder? Das hast du jetzt einfach aus der Lamenge so gemacht? Ja, genau. Einfach mit den Sachen, was ich daheim habe. Ein bisschen was drüber. Dazu kommen die Kleetzen und auch noch einige getrocknete Zwetschgen. Es ist ein Hefe-Sauerteig mit Zutaten von der Streuobstwiese der Familie Fuchsreiter. Das Ergebnis ein Brot, das süßlich schmeckt. Der Klassiker, das Butterbrot, mit Dörrobst etwas anders interpretiert. Danke. Ah, geht's gut. Bittchen. Eigentlich ganz einfach. Ideen muss man halt haben, um Sachen ein bisschen anders zu machen. Aber der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Es darf auch mal ein Schnapsal sein. Mit einer alten Birnensorte geht's zum Peter Westner. Super, ja. Genau, früh habe ich nicht, aber man sieht, das ist eine schöne gelbe Birne. Und da haben wir auch noch einen Baum gefunden und die war jetzt auch schon reif, wenn du schaust. Also die war jetzt eigentlich genau richtig. Ja, ideal. Richtig süß, die ist gut. Da haben wir tatsächlich nur einen einzigen Baum gefunden. Es ist aber leider über die Birnen nichts bekannt, außer dass der Baum 150 Jahre alt ist. Das ist gesichert, sonst ist leider nichts bekannt. Wir haben auch die schon österreichische Pomologen vorgelegt, weil es in Österreich eine Birne gibt, die so heißt. Allerdings haben uns die überhaupt nicht weiterhelfen können. Und auch die Genetik hat nichts erbracht. Und das ist eigentlich interessant, die Birne, weil die tragt jetzt auch in einem Jahr wie heuer eigentlich ganz gut, obwohl es ja heuer ganz ein schlechtes Birnenjahr ist im Verhältnis. Beim Peter Westner in seiner Schnapsbrennerei beim Grazen nahe Rohrdorf wird also auch experimentiert. Wenn sich die Birne bewährt, dann wird auch sie wieder vermehrt. Überhaupt ist der Birnenbrand von den Streuobstwiesen ein Geheimtipp. Es muss ja nicht immer die bekannteste aller Birnensorten sein. Die Williamsbirne, natürlich, es ist ein Klassiker, braucht man gar nicht reden drüber. Aber jeder kennt den typischen Williamsbirnengeschmack. Und andere Birnen hat halt sehr viele andere Facetten und bringt halt sehr, sehr viele Geschmacksnosen, wo die Williams zum Beispiel nicht hat.
Peter und Margot Westner und Georg Loferer machen sich jetzt erstmal über die Früchte vom Vorjahr her. Ein Streuobstbirnenbrand wird zum ersten Mal verkostet. So kann man sich Obst auch schmecken lassen. Ganz deutlich die Birnen, Sehr fruchtig. eine schöne Süße. Zitrusnoten haben Ja, wir drinnen. wunderbar. Ein Hoch auf die Eude Birn.